SRF Audio. Radio SRF, Echo der Zeit mit Christina Scheidecker. Dienstag, der 11. August, das sind unsere Themen. Stehen die neuen Verträge mit der EU auf der Kippe, bevor die politische Diskussion im Parlament richtig losgegangen ist? Ein Kompromiss zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern wackelt. Dann Kolumbien nach dem schweren Erdbeben. Was es in dieser Situation braucht, erzählt Dominik Stillhardt, Chef des Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe. Empörung bei vielen Spezialärztinnen und Ärzten. Eine Obergrenze für die Menge an abrechenbaren Leistungen sorgt für rote Köpfe und wirft grundsätzliche Fragen auf zum Schweizer Tarifsystem. Und ein Kopfgeld auf den Hasenkopf-Kugelfisch. Griechenland zahlt jene, die die invasive Art aus dem Mittelmeer fischen, denn der Fisch ist nicht nur hochgiftig, er frisst auch die Fischernetze. Lange haben Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände verhandelt über den Lohnschutz in der Schweiz, um die Folgen des neuen Vertragspakets mit der EU hierzulande abzufedern. Die entsprechenden Maßnahmen sind zentral bei der Frage nach den politischen Chancen des Pakets im Schweizer Parlament und vor dem Stimmvolk. Nun hat die zuständige Kommission des Ständerats den gefundenen Kompromiss aufgeweicht, noch bevor das Parlament mit der Diskussion überhaupt richtig angefangen hat. Bundeshausredaktor Andreas Stüdli ist der Frage nachgegangen, was das für die anstehende EU-Debatte heißt. Mit mehreren Maßnahmen sollte das Lohnschutzniveau beibehalten werden. Das war das Ziel des Kompromisses zwischen den Sozialpartnern. Diesem Kompromiss sei die ständerätliche Wirtschaftskommission mit 8:4 Stimmen bei einer Enthaltung aber nicht gefolgt, sagt Kommissionspräsident und Mittelständerat Erich Ettlin. Nein, die Mehrheit der WAKES hat nicht zugestimmt zu dieser Maßnahme 14 ist es, oder, wo die Gewerkschaften, also die Sozialpartner sich gefunden haben, weil man auch gesagt hat, dass die Diskussion der Mehrheit war, dass man gesagt hat, das muss jetzt nicht in dieser Vorlage sein, das ist eine Art fremder Aspekt, der nichts mit der EU-Vorlage zu tun hat. Mit dieser Maßnahme 14 sollte der Kündigungsschutz für Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter in den Betrieben gestärkt werden. Adrian Wüttrich, Präsident des Gewerkschaftsdachverbands Travail Suisse, sagt zum Kommissionsentscheid: Es ist schade, dass die ständerätliche Kommission diesen Willen der Sozialpartner zusammen mit dem Bundesrat eine Lösung vorzuschlagen nicht anerkennt und hier bei der ersten Beratung jetzt diese Maßnahme 14 schon streicht. Das sind nicht gute Voraussetzungen für die weiteren Diskussionen über das Vertragspaket. Das ist aber noch nicht alles. Die ständerätliche Kommission hat sich noch in einem anderen Punkt grundsätzlich gegen das Verhandlungsresultat mit der EU gestellt. Sie hält daran fest, dass ausländische Unternehmen eine Kaution bezahlen müssen, bevor sie hierzulande Aufträge ausführen. Im Vertragspaket wäre so eine Kaution nur noch für Unternehmen vorgesehen gewesen, die schon einmal gegen Lohnvorschriften verstoßen haben. Roland A. Müller, Direktor des Schweizerischen Arbeitgeberverbands, sagt: Ja, das ist in der Tat ein bemerkenswerter Beschluss, weil die Sozialpartner, und zwar alle 4, sowohl die beiden Arbeitgeberverbände wie auch die Gewerkschaften, haben nach Lösungen gesucht, um das Lohnschutzniveau zu halten, und zwar so, dass wir auch EU-kompatibel bleiben. Und dieser Kompromiss hat nun die WAK aufgeschnürt im Sinne, wir wollen eigenständig bleiben und die Kautionen weiterhin beibehalten. Das laufe auf eine Konfrontation mit der EU hinaus, sagt Müller. Das bereite ihm Sorgen. Ständerat Erich Ettlin sagt, dass sich die Kommission der Vertragsverletzung bewusst gewesen sei, aber die Mehrheit habe sich gesagt: Wir sind der Gesetzgeber, wir müssen jetzt agieren und dann halt schauen, wenn das Vertragsergebnis verletzt, dann ist das halt so. Aber wir entscheiden hier autonom über, will man das oder nicht. Dass der Kompromiss beim Lohnschutz in der Kommission nicht gehalten hat, sorgt auch beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund für Kritik. Präsident Pierre-Yves Maillard warnt: Unser Entscheid ist ja mit den 14 Maßnahmen. Das ist der Entscheid der Delegiertenversammlung. Am Ende wird die Delegiertenversammlung das Paket beurteilen und ja, das geht in die falsche Richtung, kann ich nur das sagen. Nun hoffen Gewerkschaftsbund und Travail Suisse, dass im Herbst das Plenum des Ständerats den Entscheid korrigieren wird oder später der Nationalrat. Sicher ist das aber nicht.
Würden sich die Gewerkschaften gegen das Vertragspaket mit der EU stellen, würde dieses wohl scheitern. Der oberste Gewerkschafter Maillard sagt dazu: Ohne ein klarer und starker Lohnschutz wissen wir, dass das Paket vor dem Volk schwierige Chancen hat. Der heutige Kommissionsentscheid zum Lohnschutz ist ein denkbar schlechtes Signal für das Vertragspaket und das gleich zu Beginn der Beratungen. Der Fall hat in den letzten Wochen für viel Aufregung gesorgt. Ein ehemaliger Aargauer Kantonsparlamentarier wurde wegen schwerster Sexualstraftaten angeklagt. Zum Umgang mit den mutmaßlichen Opfern gab es Kritik. Nun gibt es deshalb eine Untersuchung. Thema in den Nachrichten mit Manuel Risi. Unter anderem soll geprüft werden, ob die Opfer genügend geschützt wurden und ob die Behörden Fehler gemacht haben. 2 der Opfer stammen aus dem Ausland. Nach der Festnahme des mutmaßlichen Täters drohte ihnen die Wegweisung aus der Schweiz. Dies sorgte für Diskussionen rund um den Opferschutz. Im Fall geht es um einen früheren SVP-Kantonsparlamentarier. Er soll 2 ehemalige Partnerinnen und eine Minderjährige teils über Jahre betäubt, misshandelt und vergewaltigt haben. 19 Millionen Franken, so hoch sind die Schäden, welche die Trockenheit in der Schweizer Landwirtschaft bisher verursacht hat, Tendenz steigend. Das sagt die Versicherung Hagel Schweiz gegenüber der Nachrichtenagentur Kisten SDA. Hagel Schweiz versichert die Produktion der Bäuerinnen und Bauern. 1100 Betriebe hätten bislang Schäden gemeldet, das ist fast die Hälfte der versicherten Betriebe. Weil sich aktuell keine Entspannung abzeichnet, rechnet die Versicherung damit, dass die Schadenssumme weiter steigt. Trotz der aktuellen Trockenheitssituation in der Schweiz und in Europa, weltweit haben Naturkatastrophen in den ersten 6 Monaten des laufenden Jahres deutlich weniger Schäden angerichtet als letztes Jahr und auch weniger als im Durchschnitt der letzten 10 Jahre. Das zeigen neue Zahlen des Rückversicherers Swiss Re. Konkret belaufen sich die wirtschaftlichen Schäden auf gut 100 Milliarden US-Dollar von Januar bis Juni. Letztes Jahr seien es noch 160 Milliarden gewesen. Das bedeutet aber nicht, dass Schäden aus Naturkatastrophen grundsätzlich abnehmen. Im Gegenteil heißt es von Swiss Re, Rekordhitze und Trockenheit machten Waldbrände zur Naturgefahr, die am schnellsten wachse, besonders in Europa. Ein syrisches Gericht hat den ehemaligen Diktator Bashar al-Assad zum Tod verurteilt, wegen mehreren Verbrechen während des Kriegs in Syrien. Das Gericht fällte sein Urteil, ohne dass der Angeklagte frühere Machthaber Syriens vor Ort war. Vorgeworfen wurden Assad unter anderem mehrfacher Mord, Folter, willkürliche Inhaftierungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. In Syrien hatte Anfang 2011 ein Bürgerkrieg begonnen. Er endete nach fast 14 Jahren mit dem Sturz des Assad-Regimes. In der Folge flüchtete der gestürzte Diktator nach Russland. Es wird vermutet, dass sich Assad immer noch dort aufhält. Der Libanon schafft die Todesstrafe formell ab als erstes arabisches Land. Das Parlament hat einer entsprechenden Gesetzesänderung zugestimmt. Damit dürfen Gerichte nun keine Todesurteile mehr verhängen. Anstelle der Todesstrafe ist eine verschärfte lebenslange Haft mit Zwangsarbeit vorgesehen. Im Libanon wurde seit 22 Jahren niemand mehr hingerichtet, obwohl die Todesstrafe weiterhin verhängt wurde. Gegen die Abschaffung der Todesstrafe stimmte die Parlamentsfraktion der Hisbollah. Die einflussreiche Gruppe wird vom Iran unterstützt. Sie agiert im Libanon sowohl als politische Partei wie auch als bewaffnete Miliz. Das ungarische Parlament hat András Bokor als neuen Präsidenten gewählt. Dies war erwartet worden. Der ehemalige Richter ist von der Partei des neuen Ministerpräsidenten Péter Magyar nominiert worden. Sein Vorgänger galt als Verbündeter des abgewählten Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Die Börsendaten von 18:08 Uhr geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 14.575 Punkten, minus 0,4%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,1%. Der Euro wird zu 93,61 Rappen gehandelt und der Dollar zu 81,10 Rappen. Die Wetteraussichten: Es bleibt weiterhin sonnig. In den Alpen gibt es morgen Nachmittag und am Abend einzelne Platzregen oder Gewitter. Es wird beidseits der Alpen heiß bei rund 33 Grad.
Es ist eines der schwersten Erdbeben der vergangenen Jahre, das Kolumbien gestern erschüttert hat. Besonders hart getroffen hat das Beben mit der Stärke 7,4 die Region Chocó im Westen des Landes. Dort stürzten zahlreiche Gebäude ein. Die Stromversorgung, auch Telefon- und Internetverbindungen sind beeinträchtigt. Mehrere Flughäfen sind derzeit für den kommerziellen Flugverkehr außer Betrieb. Nach einer vorläufigen Bilanz des kolumbianischen Städteverbands kamen über 160 Menschen ums Leben, mehrere hundert wurden verletzt. Es wird jedoch befürchtet, dass die Zahl der Opfer weiter steigt. Unter vielen Trümmern werden noch Menschen vermutet. Dominik Stillhardt ist Chef des Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe. Er war vor kurzem im Erdbebengebiet im Nachbarland Venezuela und auch in der kolumbianischen Provinz Chocó und war in den letzten Stunden in Kontakt mit den lokalen Teams vor Ort. Ich habe ihn gefragt, welche Informationen er von diesen erhält. Ja, wie jedes Mal nach einem Erdbeben ist die Situation natürlich sehr schwierig, weil die Leute sind verzweifelt und haben auch Angst wegen möglichen Nachbeben. Was der Vorteil in Klammern natürlich jetzt ist die Tatsache, dass dieses Epizentrum im Westen von Kolumbien im dünn besiedelten Gebiet stattgefunden hat, in diesem Departement von Chocó, das am Pazifik ist, im Westen des Landes und auch 100 Kilometer tief im Boden. Das heißt, die Auswirkungen sind wahrscheinlich nach heutigen Erkenntnissen nicht so schlimm, wie sie in Venezuela waren, aber es hat trotzdem bereits 164 Tote gegeben, 880 Verletzte, 3000 Vermisste und im ganzen Gebiet gibt es Stromausfälle, Erdrutsche und auch die Provinzflughäfen sind größtenteils geschlossen im Moment. Eben, Sie leiten das Schweizerische Korps für humanitäre Hilfe. Was macht die Schweiz in dieser Situation? Also wir haben Leute vor Ort in Kolumbien, wo wir humanitär tätig sind. Ich war selbst in diesem Chocó zufälligerweise vor einem Monat und habe da unsere Programme besucht. Also wir sind gut aufgestellt in Kolumbien. Wir haben auch sehr guten Zugang zu den Behörden, sind in Kontakt mit den Behörden. Wir analysieren natürlich jetzt die Situation. Die Kolumbianer haben selbst umfangreiche Mittel mobilisiert, um unter Trümmern verschütteten Menschen zu helfen. Das heißt, Kolumbien hat Kapazitäten, aber wir werden uns wahrscheinlich jetzt auf die zweite Phase konzentrieren, nicht auf die lebensrettende Phase, weil da sind die Kolumbier gut aufgestellt und werden dann schauen, wie wir nach vielleicht einer Woche, 10 Tage dann unterstützen können mit vielleicht Nahrungsmittel, Wasser, auch dafür zu sorgen, dass die Leute wieder ein Dach über den Kopf haben und natürlich im gesamten Gesundheitsbereich, wo vor allem Kinder und auch schwangere Frauen natürlich sofort Hilfe brauchen. Kolumbien hat ja bisher nicht um internationale Hilfe gefragt. Kann ein Land eine solche Katastrophe überhaupt alleine bewältigen? Ja, wie gesagt, Kolumbien hat Kapazitäten. Ich war selbst in Venezuela nach dem Erdbeben vor einem Monat. Da waren auch kolumbische Teams da, die da geholfen haben. Also Kolumbien hat Kapazitäten und so wie es jetzt aussieht, ist es gut möglich, dass diese Kapazitäten reichen. Es hat auch keine anderen internationalen Teams, die jetzt mobilisiert wurden. Also man darf hoffen, dass wirklich die Kapazitäten vor Ort jetzt reichen, um in dieser ersten Phase die absolut notwendige Hilfe zu leisten, um möglichst viele Leben zu retten. Was ist denn nun besonders wichtig in eben dieser ersten Phase, in den ersten Tagen nach einer solchen Katastrophe? Also besonders wichtig ist natürlich jetzt, dass man sofort versucht, die Leute, die unter den Trümmern sind, zu retten, überall, wo das möglich ist und natürlich dann sofort auch dafür zu sorgen, dass die Nothilfe geleistet wird, weil viele Leute können nicht mehr in ihre Häuser zurück. Viele Leute sind wahrscheinlich jetzt in Schulen oder in Gemeindezentren und da muss sofort Hilfe geleistet werden. Aber da denke ich eben auch, weil Kolumbien ein Land ist, wo viel und groß humanitäre Hilfe geleistet wird, auch durch die Behörden selbst, dass dies größtenteils bewältigt werden kann, auch in Zusammenarbeit mit den internationalen Akteuren, die jetzt vor Ort sind. Welche Rolle spielt denn die Sicherheit der Hilfskräfte, die jetzt aktiv sind, eben mit der Angst vor Nachbeben zum Beispiel, die weitere Gebäude zum Einsturz bringen könnten?
Ja, natürlich. Das ist immer das Problem, dass nach Erdbeben viele Nachbeben stattfinden. Aber da sind natürlich jetzt die Teams, die vor Ort sind, die unter den Trümmern arbeiten, die sind dafür ausgebildet. Also die wissen ganz genau, wie sie sich verhalten müssen in diesen Situationen. Eben, Sie sind jetzt in der Schweiz, waren in Venezuela, sind erfahren in solchen Situationen. Sie als erfahrener Helfer, Herr Stillhardt, wenn Sie von einem solchen Ereignis wie jetzt in Kolumbien hören, wären Sie am liebsten direkt dort, um zu helfen, oder sind Sie froh, wenn keine Anfrage kommt? Nein, also wir haben sofort nach dem Erdbeben, das gestern stattgefunden hat, 7:15 Uhr Ortszeit, das ist etwa 13 Uhr hier in der Schweiz, hatten wir Kontakt natürlich mit unseren Leuten in Kolumbien. Und die erste Frage, die wir uns gestellt haben, ist diejenige, die wir immer uns stellen. Müssen wir unsere Rettungskräfte mobilisieren? Und es war relativ schnell klar, dass das nicht der Fall ist. Aber wir haben auch ganz klar unserem Team in Kolumbien gesagt, wir sind bereit, Personal vom Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe zu senden. Wir warten jetzt natürlich auf die Analyse von unserem Team vor Ort. Aber von daher sind wir sind gut aufgestellt und wir werden Hilfe leisten, so viel wir können. Das sagt Dominik Stillhardt, Chef des Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe. Das ist das Echo der Zeit und so geht es bei uns weiter. Wie Ex-Raiffeisen-Chef Vinzenz heute vor Gericht aufgetreten ist, welche Argumente Gegnerinnen und Befürworter der Ernährungsinitiative in die Waagschale werfen und wie sich die Architektur in der Schweiz besser auf den Klimawandel einstellen kann. Es geht um viel in der Berufungsverhandlung gegen den früheren Raiffeisen-Chef Pierin Vinzenz. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem Betrug, Veruntreuung und ungetreue Geschäftsbesorgung vor. Vinzenz soll in seiner Zeit als Raiffeisen-Chef nicht nur enorme Spesenbeträge verursacht, sondern sich auch bereichert haben, indem er sich heimlich an Firmen beteiligte, die die Raiffeisen später kaufte. Vinzenz streitet die Vorwürfe ab und fordert einen vollumfänglichen Freispruch. Heute, am 2. Prozesstag, wurde er am Zürcher Obergericht befragt. Isabel Pfaff über den Auftritt des 70-jährigen Ex-Bankers. Pierin Vinzenz wirkte ruhig, fast wortkarg, als es heute Morgen losging mit seiner Befragung. Es sei besser, wenn Vinzenz dafür sitzen bleibe, sagte Christian Prinz, der Vorsitzende Richter, gleich zu Beginn. Es gehe länger. Rund 3 Stunden lang muss sich Vinzenz dann den Fragen des Richters stellen. Eine Art Ritt durch die vielen Vorwürfe, um die es in diesem Verfahren geht. Da sind zum einen die Spesen von mehr als 200.000 Franken, die der frühere Banker laut Anklage in Nacht- und Stripclubs verursacht hat. Vinzenz sagt vor Gericht, diese Auslagen seien notwendig gewesen fürs Geschäft und vom Verwaltungsratspräsidenten abgesegnet. Ansonsten bleibt Vinzenz bei diesem Thema recht einsilbig und verweist oft auf die Befragungen in erster Instanz. Ein Hinweis womöglich auf die Sorge um sein Bild in der Öffentlichkeit, das unter diesen Nachtclub-Geschichten wohl am meisten leidet. Richter Prinz bleibt jedoch hartnäckig, stellt pointierte, manchmal sogar provozierende Fragen. Zum Beispiel, warum Vinzenz denn Teile dieser Spesen nicht einfach mal an Raiffeisen zurückgezahlt habe. Darauf Vinzenz, auch aufgrund des Verfahrens seien ihm da die Hände gebunden. Heißt wohl, an sein Geld kommt er nicht mehr ran. Komplizierter, aber juristisch gewichtiger als die Spesen ist der zweite Themenkomplex, um den es an diesem Morgen geht. Die Firmenbeteiligungen von Vinzenz. Hier äußert sich der Beschuldigte großzügiger, spricht freier, auch wenn er sich an viele Details nicht erinnern könne, wie er sagt. Der Richter scheint nicht immer überzeugt. Als er in den Gerichtsakten gelesen habe, dass Vinzenz die Interessenkonflikte bei diesen Beteiligungen nicht erkannt habe, weil er noch unerfahren gewesen sei, da habe er, Zitat, Schnappatmung bekommen. Ein erfolgreicher Spitzenbanker, damals schon mehrere Jahre Chef der Raiffeisenbank, unerfahren? Vinzenz bleibt vage. Er habe dem Thema keine Priorität eingeräumt. Als die detaillierten, hartnäckigen Fragen zu Ende gehen, hat Vinzenz fast 2 Colaflaschen geleert. Er wirkt müde von dem Verfahren, das ihn nun schon seit mehr als 8 Jahren beschäftigt. Abschließend Stellung nehmen zu den Vorwürfen und zum Strafmaß will er nicht, obwohl der Richter ihm die Gelegenheit gibt. Er überlasse das seiner Verteidigung.
Die wird in den nächsten Tagen ihr Plädoyer halten, ebenso wie die anderen Parteien in diesem Verfahren. Die Schweiz versorgt sich heute zu rund 45% selbst mit Lebensmitteln. Das reiche bei weitem nicht, finden die Initiantinnen und Initianten der Ernährungsinitiative. Sie wollen, dass die Schweiz den Selbstversorgungsgrad deutlich steigert, auf rund 70%. Gelingen soll das, indem die Landwirtschaft stärker auf pflanzliche Nahrungsmittel setzt. Subventionen für die Landwirtschaft sollen entsprechend ausgerichtet sein. Der Bundesrat hat am Nachmittag erläutert, warum er empfiehlt, die Initiative am 27. September abzulehnen. Mit welchen Argumenten nun für und gegen die Vorlage geweibelt wird, Matthias Baumer hat sie zusammengetragen. Unnötig sei die Ernährungsinitiative, sagt der Bundesrat. In den Worten von Guy Parmelin: Die Initiative geht dem Bundesrat und dem Parlament zu weit. Parlament und Bundesrat lehnen sie ab. Auch deshalb, weil sich die Landwirtschaft innerhalb von 10 Jahren nach einem Ja auf viel mehr pflanzliche und deutlich weniger tierische Lebensmittel ausgerichtet haben müsste. Unrealistisch sei das und wie bereits gesagt, unnötig, da durchaus plausible Absichten der Initiative wie die Lebensmittelsicherheit unseres Landes, der Erhalt unserer natürlichen Ressourcen und die Qualität unseres Trinkwassers bereits zu den Prioritäten der Agrarpolitik gehören würden und schon in der Verfassung verankert seien. Unrealistisch sei auch die Absicht der Initiative, den Selbstversorgungsgrad der Schweiz mit eigenen Lebensmitteln auf 70% zu heben. Die Initiantin der Ernährungsinitiative, Franziska Herren, schimpft. Sage der Bundesrat, dass das unrealistisch sei. Das ist fahrlässig. Er schaut nicht zur Bevölkerung, er schaut nicht, dass wir sicher ernährt sind. Doch genau das müsste er. Die Schweiz produziert zurzeit weniger als die Hälfte unserer Lebensmittel. Der Bund möchte bis 2050 auf 50% kommen. Doch in den letzten Jahren nimmt dieser Anteil ab. Eine Umkehr ist nicht erkennbar, das zeigt die Agrarstatistik. Um viel mehr Menschen mit einheimischen Lebensmitteln zu ernähren, müsste man die Landwirtschaft radikal umbauen, warnt der Bundesrat. Teuer wäre das und zudem habe der Staat den Menschen nicht zu sagen, dass nun Gurke statt Geschnetzeltes auf den Teller komme. Franziska Herren entgegnet: Im Moment ist es so, dass der Bund vorschreibt, was in der Schweiz produziert wird. Das sind tierische Lebensmittel am meisten. Und wir warten dort nur einen Ausgleich. Kein Verbot, kein verordneter Verzicht auf Spiegelei und Speck. Aber auch der Bundesrat will den Anbau von pflanzlichen Nahrungsmitteln mit der neuen Agrarpolitik stärker fördern. Und er warnt, die Ernährungsinitiative würde Eier, Fleisch und Milchprodukte verteuern, der Einkaufstourismus würde wachsen. Und die Initiative selbst macht klar, die Bevölkerung müsste ihre Ernährungsgewohnheiten ziemlich umstellen. Mehr Gemüse, weniger Fleisch. Er beobachte, sagt Bundesrat Guy Parmelin, dass die jungen Menschen ihre Essgewohnheiten so oder so ändern würden. Et si vous regardez la jeune génération, par exemple, elle change ses habitudes aussi. Elle cherche aussi la diversification dans son alimentation. Ça ne veut pas dire qu'ils s'interdisent de manger une bonne pièce de viande de temps en temps. Die Jungen würden sich sehr divers ernähren, aber von Zeit zu Zeit ein gutes Stück Fleisch essen, das möchten sie sich nicht verbieten lassen. Mit ihren Argumenten und ihrer Ernährungsinitiative stehen Franziska Herren und ihr Komitee der Politik alleine da. Kein einziger Ständerat, nicht eine Nationalrätin unterstützte sie im Parlament. Bürgerliche und Bauernvertreter, ja klar, aber auch die SP und sogar die Grünen. Dann wird man einfach abgeklatscht. Und zwar von jeder Partei bis jetzt. Und das zeigt einfach, wie wichtig die Initiative ist. So kehrt Franziska Herren die Ablehnung in eine positive Sichtweise um. Und der Bundesrat gibt zu bedenken, dass auch bei einer Initiative, die bei ihm und im Parlament null Unterstützung findet, letztlich das Volk entscheide. C'est la population qui décidera. So wie bei dem, was auf den Teller kommt, auch. Künftig sollen Ärzte und Ärztinnen nicht mehr jeden Tag unbegrenzt Leistungen abrechnen dürfen. Das Parlament will eine Obergrenze dafür einführen. Die Empörung bei einem Teil der Ärzteschaft über diese Anpassung ist groß. Innerhalb kurzer Zeit haben darum über 40.000 Personen eine Petition dagegen unterschrieben. Besonders Spezialisten fürchten um ihr Einkommen.
Sowieso hat diese geplante Obergrenze eine Diskussion darüber entfacht, welche Fachärztinnen wie viel verdienen sollen. Nora Meuli berichtet. Künftig könnten sie nur noch 6 bis 7 Patientinnen und Patienten pro Tag behandeln. So schreiben es die Kardiologinnen und Kardiologen in einem offenen Brief an Bundesrätin Bohm-Schneider. Also etwa ein Drittel weniger als heute. Sie fürchten darum um die Versorgung ihrer Patienten. Mariam Rüdiger ist Geschäftsführerin der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie und hat den Brief mitunterzeichnet. Sie erklärt: Die Höchstgrenze kann dazu führen, dass Ärzte gewisse Leistungen nicht mehr erbringen können, weil sie in ihrer Arbeit eingeschränkt sind. Eingeschränkt heißt, nach einer gewissen Anzahl verrechneter Minuten können sie keine zusätzlichen ärztlichen Leistungen mehr abrechnen. Das heißt, sie dürfen zwar weiterarbeiten, werden dafür aber künftig nicht mehr zusätzlich bezahlt. Wie viele Kardiologinnen und Kardiologen tatsächlich betroffen sind, kann Rüdiger aber noch nicht sagen. In den sozialen Medien kursiert zudem die Aussage, dass einige Ärztinnen und Ärzte so neu nur noch bis am Mittag arbeiten könnten. Christoph Kilchenmann ist stellvertretender Direktor des Krankenkassenverbands PrioSwiss und hat die Obergrenze zusammen mit dem Ärzteverband ausgehandelt. Ihn erstaunten solche Aussagen. Die Obergrenze, die greift ja erst nach 12 Stunden Zeit, die effektiv abgerechnet werden kann am Patienten. Jetzt kann jemand, der etwas rascher ist, der kann vielleicht etwas schneller sein. Dass er aber bereits um Mittag fertig ist, das ist doch wenig wahrscheinlich. Das sei entweder ein Hinweis darauf, dass er nicht korrekt abrechne oder dass der Tarif falsch sei. Sprich, ein implizites Eingeständnis der Spezialistinnen und Spezialisten, dass sie viel mehr Zeit abrechnen können, als sie effektiv brauchen. Ein bekanntes Beispiel für eine solche Übertarifierung sind Netzhautuntersuchungen. Dafür können Augenärzte rund 60 Minuten abrechnen, obwohl sie heute im Schnitt nur noch 10 bis 15 Minuten dafür brauchen. Sie können für diese Untersuchung also 4-mal so viele Minuten abrechnen, wie sie brauchen, und verdienen so auch 4-mal so viel wie vorgesehen. Das sei ein Fantasiepreis, sagt Tobias Müller. Er ist Gesundheitsökonom an der Berner Fachhochschule. Aber die Netzhautuntersuchungen seien kein Einzelfall. Gerade bei den Spezialisten sind eben die Tarife veraltet. Man hat da immer noch Ansätze von vor 20 Jahren. Das heißt, sie kriegen im Prinzip zu viel für die Zeit, die sie tatsächlich einsetzen. Die Obergrenze sei darum auch ein Vergütungsdeckel und für die Spezialistinnen eine Art Schocktherapie. Er rechnet damit, dass einige bis zu 40% weniger abrechnen könnten. Die Grundversorger, also die Hausärzte, Psychiaterinnen und Kinderärzte, seien dagegen kaum betroffen. Dahinter verberge sich aber eine Grundsatzfrage. Die Frage ist ja, ist wirklich die Grundversorgung weniger wert als jetzt eine Spezialistenleistung? Und ich finde, diese Diskussion sollte man sehr wohl haben. Aktuell sind die Unterschiede immens. Spezialistinnen verdienten bis zu 800.000 Franken pro Jahr, Grundversorger rund 200.000 Franken. So sagte es der frühere Präsident des Hausärzteverbands Philipp Luchsinger kürzlich gegenüber den Tamedia-Zeitungen. Dabei sei eigentlich nicht vorgesehen, dass verschiedene Fachrichtungen unterschiedlich viel verdienten, sagt Kilchenmann vom Krankenkassenverband. Zudem wurde der Tarif auf Anfang Jahr überarbeitet, zusammen mit den Fachgesellschaften. Darum sind wir etwas überrascht über gewisse Aussagen, die seien zu hoch. Sie nehmen diese aber zur Kenntnis. Für die aktuell laufende Überarbeitung seien sie auf die Mithilfe der Fachgesellschaften angewiesen. Dazu seien sie gerne bereit, sagt Mariam Rüdiger, die Geschäftsführerin der Fachgesellschaft für Kardiologie. Sie bestreitet auch nicht, dass gewisse Leistungen zu hoch vergütet werden. Ich denke, alle Tarifpartner sind sich einig, dass die Tarife im Moment noch nicht perfekt sind und wir die Tarife weiter pflegen sollen. Das ändere aber nichts daran, dass sie ganz grundsätzlich gegen eine Deckelung der Leistungen seien. Der Vorschlag von Ärzteschaft und Versicherern muss nun noch vom Bundesamt für Gesundheit überprüft werden. Der aktuelle Hitzesommer ist ein Stresstest für die Gebäude in der Schweiz. In vielen Innenräumen wird es dieser Tage unangenehm heiß. Das zeigt, der Gebäudepark der Schweiz ist nicht auf solche Bedingungen ausgerichtet. Und so ist eine neue Bauweise gefragt, die den Klimawandel berücksichtigt. Sandro Della Torre hat sich bei Fachleuten umgehört. Die Schweizer Baubranche habe die Lage lange unterschätzt. Das sagt Gianrico Settembrini von der Hochschule Luzern, der sich mit Klimafragen im Bau beschäftigt. Ich glaube, der große Fehler, wenn man ihn so benennen will, ist, dass wir uns nicht bewusst waren,
in der Planung der Gebäude, dass der Klimawandel ein so großes Thema werden würde. Bisher seien die Gebäude vor allem auf den Winter ausgelegt worden und nicht auf heiße Sommer. Konkret zeige sich das bei den Fenstern. Die durchschnittliche Fensterfläche sei während der letzten Jahrzehnte deutlich größer geworden, sagt Gianrico Settembrini. Was natürlich die Attraktivität der Innenräume erhöht hat, die Qualität Tageslicht im Innenraum erhöht hat, aber jetzt, wenn wir andere Temperaturen haben, ist das auch ein Problem für die Innenräume, für die Behaglichkeit. Und das war man sich da vielleicht nicht bewusst. Durch die großen Fenster kommt viel Sonnenlicht in die Räume und das Gebäude heizt sich auf. Das ist zwar gut im Winter, aber mittlerweile ein Problem im Sommer. Von dem her war es eine Fehlentwicklung, die man jetzt korrigieren kann und muss. Das heiße aber nicht, dass man in Zukunft in dunkleren Wohnungen leben müsse. Man könne die gleiche Fensterfläche einfach anders auf das Gebäude verteilen, sagt Gianrico Settembrini von der Hochschule Luzern. Die Fensterflächen im Süden, Westen, Osten können ein bisschen kleiner werden, wenn wir die Nordfenster ein bisschen größer machen. Das macht die Lichtqualität im Raum nicht schlechter. Angehende Architektinnen und Architekten werden heute in der Ausbildung mit solchen Prinzipien vertraut gemacht. Und wenn sie dereinst Häuser planen, werden sie das wohl gestützt auf neue Baunormen tun. Zuständig dafür ist der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein, kurz SIA. Im Moment arbeiten die zuständigen Kommissionen daran, die Normen an neue Klimadaten anzupassen. Denn in Gebäuden, die heute gebaut werden, sollen Menschen auch noch in Jahrzehnten angenehm wohnen können. Auch dann, wenn es noch mehr Hitzetage gibt als diesen Sommer. Sarah Schalles, Vorstandsmitglied beim SIA, sagt, der Schatten um und an den Gebäuden werde künftig wichtiger. Wenn man zum Beispiel ein Gebäude hat, was eine große Glasfassade hat, kann man das natürlich im Sonnenschutz anpassen. Das heißt, man kann einen Sonnenschutz installieren, der die Fassade beschattet. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Lösungen, die besser oder schlechter funktionieren. Und das kann man natürlich auch anhand von Normen und von Standards auch anschauen. Idealerweise hätten Gebäude einen Sonnenschutz, den man je nach Jahreszeit umstellen könne, sagt die Architektin. Und Hitzeschutz könne auch bedeuten, dass an oder vor der Fassade Pflanzen wachsen, deren Blätter Schatten spenden. Auch Kühlsysteme würden wichtiger und in die Normen einfließen. Sie meint dabei aber nicht typische Klimaanlagen. Momentan sieht man überall diese tragbaren Klimaanlagen und die produzieren unheimlich viel Hitze. Das heißt, sie verschlimmern eigentlich das Problem noch, gerade in sehr dichten Zonen, weil die Außenluft einfach so aufgeheizt wird, dass man teilweise dort Schwierigkeiten hat, wenn man nachts dann durchluften möchte. Sinnvoller seien Erdsonden, Wärmepumpen und kühlende Wasserkreisläufe, sagt Sarah Schalles. Das heißt, ich habe eine Komfortkühlung, ich habe aber keine Klimaanlage, mit der ich wirklich dann die Temperatur vielleicht auf 17 Grad stellen kann, sondern ich habe dann vielleicht eine Temperatur von 23 bis 26 Grad, wenn es draußen vielleicht 36 sind. Und das macht natürlich auch einen Unterschied. Auch bei den Baunormen zeigt sich also, der Fokus liegt immer stärker auf den Hitzetagen im Sommer. Eine schnelle Lösung sind Normen allerdings nicht. Viele davon müssen nicht zwingend befolgt werden und selbst wenn Planerinnen und Planer sie konsequent anwenden, wird es Jahrzehnte dauern, bis der Schweizer Gebäudepark fit ist für die neuen klimatischen Bedingungen. Der Hasenkopf-Kugelfisch bereitet vielen Fischerinnen und Fischern am östlichen Mittelmeer Kopfzerbrechen. Denn mit seinen scharfen Zähnen zerstört er ihre Netze und frisst ihnen die Lebensgrundlage weg. Gleichzeitig ist er hochgiftig und darf nicht verzehrt werden. Ursprünglich aus dem Roten Meer breitet sich die Fischart im Mittelmeer aus, denn sie hat dort keine Feinde. Betroffene Staaten wie Zypern, die Türkei und Griechenland ergreifen nun Maßnahmen. Mit Geldprämien versuchen sie, die Bestände zu reduzieren und gleichzeitig der Fischerei unter die Arme zu greifen. Aus Griechenland, Rodothea Siralidou. Der malerische Fischerhafen von Varkisa im Süden Athens. Rund 70 kleine, meist weiß-blau gestrichene Fischerboote reihen sich hier nebeneinander.
Es ist 10 Uhr vormittags. Yorgos Chondroudakis hat seinen Fang des Tages längst an seine Kundschaft verkauft. Im roten Poloshirt und in bis zu den Waden hochgekrempelter Jeans bereitet er nun seinen Fischkutter fürs nächste Auslaufen vor. Ich habe heute weniger als 3 Kilo Meerbarbe gefangen und verschiedene andere kleine Fische. Insgesamt wogen auch sie rund 3 Kilo. Eine Dame hat sie mir abgekauft. Das ist alles. Der 73-jährige Fischer erinnert sich noch an Zeiten, als er und seine Kollegen kistenweise Fische an Land brachten. Der ältere Mann sieht vor allem einen Grund für den enormen Rückgang der Fischbestände, den Hasenkopfkugelfisch. Er zeigt auf seine Fischernetze im Boot, hebt sie hoch. Schauen Sie, diese Löcher sind von heute. Die Hasenkopfkugelfische fressen die anderen Fische, die schon im Netz gefangen sind. Also bleibt nicht viel übrig von unserem Fang. Und sie beschädigen auch unsere Netze dadurch. Jeden Tag kommen weitere Löcher dazu. Spätestens einmal im Monat muss ich die Netze ersetzen. Im griechischen Zentrum für Meeresforschung auf Kreta beschäftigt sich der Meeresbiologe Georgios Christidis seit Jahren mit dem Larokephalos, wie der Hasenkopfkugelfisch auf Griechisch heißt. Die Probleme, die der Eindringling aus dem Indischen und Pazifischen Ozean den griechischen Fischern bereite, seien durchaus ernst zu nehmen, sagt er. Doch der Hasenkopfkugelfisch bringe auch eine Reihe anderer Gefahren mit sich. Ο λαγοκέφαλος ανήκει στην κατηγορία των ξενικών ειδών. Der Hasenkopfkugelfisch ist über den Suezkanal ins Mittelmeer gelangt. Er sieht aus wie ein Torpedo, wie eine längliche Kugel mit schwarzen Punkten auf seinen Rücken und bläst sich auf, wenn er sich bedroht fühlt. Das erste Mal wurde er 2003 vor der türkischen Küste registriert. Dieser Fisch ist gefährlich für den Menschen und die Umwelt. Sein extrem starkes Nervengift macht ihn zum Verzehr absolut ungeeignet. Gegen sein Gift gibt es auch kein Gegenmittel. Deshalb verbietet die EU auch den Handel mit Hasenkopfkugelfischen und dessen Inhaltsstoffen. Knapp 200 Vergiftungsfälle seien in den letzten 20 Jahren im Mittelmeerraum beim Verzehr des Fisches registriert worden, so der Wissenschaftler. 27 Menschen seien am Gift gestorben. Und der Hasenkopfkugelfisch setzt das Ökosystem unter Druck. Er ernährt sich mit einer weiten Bandbreite an Fischen und Meeresfrüchten. Er frisst Seeigel, Krebse, Muscheln, Oktopusse, Tintenfische, hat aber selber keine natürlichen Feinde in der Region. Das wird sicherlich Auswirkungen auf das Ökosystem haben, die wir in ihrer Quantität noch erforschen müssen. Dass der Eindringling über das Rote Meer und den Suezkanal ins Mittelmeer gelangt ist und sich dort wohlfühlt, daran sei der Mensch mitschuld, sagt Georgios Christidis. Die Erwärmung des Mittelmeeres durch den Klimawandel habe die idealen Lebensbedingungen für den Hasenkopfkugelfisch geschaffen. Und durch die Erweiterung des Suezkanals in den vergangenen Jahren würden invasive Arten wie der Hasenkopfkugelfisch nun noch einfacher ins Mittelmeer gelangen als in der Vergangenheit, so der Meeresbiologe. Die griechische Regierung versucht, das Problem in den Griff zu bekommen und bezieht die Fischer mit ein. Beim Fang von Hasenkopfkugelfischen sollen sie bald eine Prämie in Höhe von knapp 5 € das Kilo erhalten. Ein Pilotprojekt für die Region rund um Kreta und der südlichen Ägäis, dort wo der Hasenkopfkugelfisch am meisten verbreitet ist. Ähnliche Maßnahmen gibt es auch in Zypern und der Türkei. Für Badende sei der Hasenkopfkugelfisch hingegen trotz seiner scharfen Zähne keine besondere Gefahr, sagt der Meeresbiologe Georgios Christidis vom griechischen Zentrum für Meeresforschung. Es seien bisher weniger als 30 Bisse durch Hasenkopfkugelfische gemeldet worden, sagt er, im gesamten östlichen Mittelmeer seit 2004. Die Reportage von Rodothea Seralidou, der Schlusspunkt im heutigen Echo der Zeit. Redaktionsschluss ist um 18:39 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Marisa Eckli, für die Nachrichten Patrick Walter, am Mikrofon Christina Scheidecker. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.